Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenkmalpie. Ich bin Anne. Heute werden wir miteinander Clusters machen. Ein Cluster, das ist das hier, zum Beispiel einfach so ein paar Fötzeli oder irgendwelche andere Sachen zusammenkleben, zusammenpostitschen. So kann man die nachher als Dekoration irgendwo neu draufkleben. Man kann sie zum Beispiel, hier haben wir eins draufgeklebt, wo wir auch unser schönes Junk Journal miteinander gemacht haben. Haben wir hier auf der Ecke so ein Cluster draufgeklebt als Dekoration. Man kann sie zum Beispiel brauchen bei so einem Briefumschlag. Oder wo auch immer. Hier haben wir zum Beispiel noch eins drauf. Auch auf so einem Kuvert. Man kann Bildchen, man kann Kleberli, man kann irgendwas. Ich habe hier eine ganze Kiste voll. Irgendwelches Zeug. Das ist mit so selber gemachtem Collagepapier. Das ist mit noch ein bisschen Spitzenbändchen. Da hat es zum Beispiel noch ein Blümchen drauf. Da ist noch ein Engel drauf. Also, man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen und dann kann man die auch ein bisschen vorproduzieren. Und wenn man dann mal eins braucht, kann man einfach hier rausnehmen. Meine Kiste ist ein bisschen zu klein. Darum habe ich hier per Zufall gerade eine kleine grössere gefunden. Und jetzt packen wir das gerade mal um. Da hat es auch noch ein anderes Geschmäus drin, merke ich gerade, Büroklammern und so andere lustige Kärtchen, die man für jenes aller Gattungszeugs brauchen kann. So, und heute wollen wir noch ein paar Clusters machen. So ein bisschen in diesem Stil, hätte ich jetzt gesagt, so ähnlich. Wo dann so schön hier in unser Junk Journal reinpasst. Für das habe ich hier natürlich schon immer noch die Fötzeli vom letzten Mal, die dann auf meinem Tisch umeinander fliegen. Und ich habe hier noch eine ganze Kiste mit Material, mit irgendwelchem Gefotz, Abschnitten von Journals, von irgendwelchen anderen Arbeiten. Genau solche Schnipsel können wir brauchen. So, da hat es noch ein Notenpapier, das ist auch gut. Und dann geht das wieder weg. Und mit dem bringen wir auch ganz sicher irgendetwas zustande. Ich habe hier auch noch ein bisschen Spitzenbändchen, da irgendwelche Stöffli und andere Bändchen. Da kann man einfach wunderbar drauf los basteln. Ich habe den Tacker parat gemacht. Und jetzt lassen wir los. Hier habe ich gesehen, ist so ein Stöffli mit Servietten drauf. Da schneide ich mir doch jetzt einfach gerade mal so ein paar Stückchen ab, weil mir das jetzt hier noch recht gut gefällt. Und dann, ja, darf das ein bisschen Kraut und Rüben. Wie es gerade kommt. Wie es gerade kommt. Da haben wir noch irgendeinen Sommervogel, der da aus Versehen drauf gekommen ist. Und dann wird das zusammengetackert. Oh, der hat dort noch nicht so gut. Dann machen wir noch einen. So, ich finde das schon recht cool. Hier oben drauf könnte man dann vielleicht noch irgendetwas machen. Ah, genau, und jetzt habe ich hier gerade noch so ein bisschen eingefärbte, mit Kaffee eingefärbte Gase. Da haben wir doch auch noch ein Stückchen drauf. Vielleicht würde da gerade so ein kleines Teilchen da noch gerade gut aussehen. Ja, schau jetzt. So könnten wir das da drauf leimen. Dann verdecken wir nämlich gerade die. Oh, sehen wir gerade etwas?
So, dann verdecken wir hier die zwei. Wie heisst es? Tacker. Nicht Tacker. Postage-Dinger. So. Ein Knöpfchen oder irgendetwas drauf würde vielleicht noch passen. Das kann ich mir dann noch überlegen. So, was finden wir noch? Was finden wir da? Hübsche Blümchen oder irgendwas. Ich will da oben drauf. Das ist zu gross. So, und jetzt hinten noch ein bisschen Noten. Schau jetzt. Hinten noch ein bisschen Noten. Nein, nicht so. Und da wieder, gell? Ja, einfach zusammenpflümeln, wie es gerade kommt. Nein, ein bisschen überlegen muss man ja schon. Dass es nachher dann so rauskommt, dass es nachher auch nach etwas aussieht. Ein bisschen nach etwas aussehen darf es ja schon. Und so. Einmal, zweimal. Das sollte gerade alles wunderbar haben. Oh ja, oh ja. So, da hübsche Blümchen. Und ein bisschen Buchseiten, Fötzeli und noch so eins. So, und noch ein bisschen dieser da. Das ist ein bisschen komisch. Komm da ein bisschen auseinander. Nicht so zusammengewurstelt. Jetzt ist gut. So. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen fett, aber es macht nichts. Aber ich mache dann vielleicht noch ein paar, die wirklich schön flach sind. Mal, ob es alles hebt. Ja, hebt alles sehr gut. Schön flache, damit unser Junk Journal nicht allzu fett wird. Weil wir doch ein recht schmales gemacht haben. Aber eben, das ist auch so ganz nach Gutdünken, wie einem das so gefällt. Kann man das natürlich machen. So, was haben wir jetzt da noch? Ein bisschen etwas, was wir noch nicht haben. Da Kaffee gefärbtes Papier mit ein bisschen Waffelmuster drauf. So. Unten. Da ist noch etwas, wo ich so ein bisschen Washi-Tape draufgeklebt habe. So, hat die jetzt gesagt. So, schau jetzt. So ist gut. Ein bisschen geräder. Zack und zack. Hey, schau mal, wie schnell das da geht. Schau mal das da. Das ist Avocado eingefärbtes Papier. Avocado färben, das gibt wunderbare rosarote Farbe. Das macht mega Spass. Oh, schau, das ist ein kleines kleineres. Manchmal lenkt es, wenn man so ganz kleine macht. Gar nicht viel. Oh, schau, die Rose. Schau, die passt jetzt hier gut. Und dann werde ich hier ein bisschen Noten. Und zwar Kaffeenoten. Kaffee eingefärbte Noten. Oh, schau jetzt. Das gibt ein grosses. Manchmal braucht man auch grosse. Das habe ich jetzt vorhin gesagt. Manchmal braucht man ganz kleine, manchmal braucht man aber auch grosse. So, jawohl. Tacker, Postage. Tack. Ich mache jetzt das Kreuzchen. So lieg. Ja, sehr schön. So, und jetzt mache ich noch eins mit so ein bisschen. Nein, warte, jetzt nehmen wir noch ein bisschen von dem. Für etwas haben wir doch da parat gemacht.
So ein kleines Stückchen Spitze. Ein bisschen Notenpapier. So, und ja, schau, da haben wir doch gerade das noch. So. Zack und zack. Habt alles, habe ich alles verrutscht. Sehr schön, sehr schön. Das ist noch ein hübsches, da machen wir noch ein ganz kleines mit so ein paar kleinen Rädchen. Und so. Oh ja. Einmal und zweimal. Oh je, das ist aber herzig, das gefällt mir. Ja. Und ihr seht, ich tue jetzt hier gar nicht gross noch irgendwie die speziell in Form bringen oder so. Ich nehme einfach, was rumliegt. Wenn etwas ein bisschen zu gross ist, braucht man ein bisschen Kontrast jetzt noch. Nein, das ist aber nicht schön. Aber irgendetwas Dunkles brauchen wir doch noch. Oder, aha, ich könnte natürlich da gerade ganz so machen. Oh ja, schau. So. So ist, glaube ich, okay. Das ist ein bisschen fad. Ein bisschen fad, da vielleicht tun wir schon noch etwas Dunkles. Ah, besser. Besser. Viel besser. Zack und zack. So, hey, lasst jetzt. Haben wir nicht alle Fötzel aufgebraucht, aber immerhin. Wir haben hier eine recht schöne Kollektion hergebracht. Jetzt bei dem hier haben wir zum Beispiel das, den Post-it schon ein bisschen abdeckt. Das müssen wir natürlich nicht überall machen. Aber wir können. Bei gewissen können wir doch das noch machen. Hier haben wir auch so ein hübsches Stöffli, Rändchen. Das kleben wir auch jetzt auch noch irgendwo da zum Rösen. Oh ja, jetzt ihr seht es gar nicht. Da kleben wir das aufs Röseli drauf. Wo habe ich jetzt schon wieder meinen Leim her da? Ah, da. So. Und dann haben wir auch genug von dem. Das ist einfach irgendein ganz normaler Bastelkleber, den ich noch in ein Tübchen abgefüllt habe mit einer Spitze, mit einer ganz feinen Spitze. Und der Kleber ist irgendwie ein ganz normaler Kinderbastelkleber aus dem Müller. So. Also, ich würde sagen, mal schnell schauen. Das ist schon fertig. Das ist fertig. Das auch. Auch wenn man jetzt hier den Post-it noch sieht, da macht man jetzt in dem Fall nichts. Hier hätten wir noch etwas. Ein bisschen, das ist das gleiche wie das, aber mit Avocado eingefärbt. Das ist jetzt nicht ganz so rosarot geworden, fast ein bisschen brünschelig. Also ich glaube, vielleicht können wir da irgendwie noch Perlen draufkleben. Das wäre natürlich auch hübsch. So, das würde auch noch gut passen. Kleben wir das da drauf. Und dann schauen wir noch schnell, ob ich noch irgendwo in meinem Fundus irgendein Perlchen oder etwas hat. Da sehe ich gerade. Oh, guck mal. Da kommt mir gerade so ein Washi-Tape entgegen. Muss so irgendwie. Was hat es da drauf? Eine Liste. Ach komm. Hei.
Das da. So. Das kleben wir doch da drauf. Nein, nicht da. Da hat es schon so viel Washi-Tape. Nein. Wo denn jetzt? Da. Ich weiß nicht wo. Also dann halt gleich da. Da. Da kommt die Liste drauf. Ja. Ist doch schön. Das da wollen wir nicht haben. Aber da hat es noch ein Blümchen. Ein Blümchen. Oh, ja. Ja gut, aber es macht gerade nichts, wenn das so klein ist. Passt das gerade genau da drauf. Sehr schön. Also, und dann schauen wir jetzt noch, ob wir irgendwo Perlen finden. Perlen. Perlen gefunden. Da machen wir doch also ein Glitzer drauf. Oder eine Perle, eine richtige. Eine echte Perle. Ich tue die ein bisschen, wenn ich es schaffe, tue ich ein bisschen Leim dran, weil ich sowieso, wenn ich sie jetzt hier auf die Dings drauf klebe, muss das irgendwie so machen. Wenn ich sie hier auf die Büroklammern drauf, Büroklammern, Quatsch, auf die Postage draufklebe, dann wollte ich sicher sein, dass die das gut haben. Darum gebe ich noch ein bisschen mehr Leim. Oh jö, es sieht fast ein bisschen aus wie ein Blümchen. So. Noch eins nehmen. Noch eins nehmen. Ich tue aufs Kleine. Ich aufs Kleine noch eins drauf tun. So, aber weißt du was? Jetzt komme ich natürlich wieder früh. Ich glaube, zusammen mit einem ganz kleinen Schnipsel. Spitze. So. Einmal so und einmal so. Ja, sehr herzig, sehr herzig. Und da, was könnte man dort noch? Ich sehe gerade da, nein, Quatsch. Was könnte man denn da? Was könnte man da noch? Das Letzte, komm, das Letzte. Aufs Letzte. Oh, irgendetwas anderes. Es müsste doch noch etwas anderes haben. Irgendetwas aus meinem ganzen Fundus. Was finden wir da noch? Oh, schau, das ist eines meiner Lieblingsbändchen. Upsi, komm, da wieder rein. Das ist nämlich so ein Stoffiges. Sehr herzig. Ich glaube, das passt ja wunderbar. Das passt wunderbar. Jetzt habe ich mal irgendwann an den Ostern im Migros gekauft. So. Und seither nie mehr etwas in dieser Art so gesehen. Im Migros. So. Voilà. Oh, schau wie süß. So. Hey. Das ist unsere Ausbeute, die wir geschafft haben. Und ja, ich würde sagen, das nächste Mal machen wir so herzige Guberli, wo wir nachher dann an unsere Clusters drauf pflümeln, für in unser Junk Journal rein. Sind ihr nächstes Mal auch wieder dabei? Ich würde mich mega freuen. Es hat mir mega Spass gemacht. Kommt doch wieder schauen. Tschüss!